Ja, grüß euch benannt und einen Sackrischgurden. Jetzt Kasperl. Ah, süße die Glocken, die klingen, als zur Morgenzeit. Ah, Leute. Jo, so bin ich zu euch. Also wie gesagt, ich nehme euch das heute auf am 23.12. vormittags. Nicht, weil ich sehr, 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 sehr glücklich war in der Wahl meines Berufs und deswegen heute schon frei habe, sondern weil ich gestern keine Zeit hatte, die Nummer aufzunehmen. Diese Sache ist gestern Abend hochgeladen worden. Und ich heute Abend keine Zeit habe, das zu machen und morgen äh, ebenfalls nicht. Das heißt, ihr könnt es frühestens am 25. anfangen und das wäre mir zu spät. Richtig. Wir wollen das ja schnell hinter uns bringen. Ich habe im Übrigen, ich habe die letzten Tage keine Kommentare beantwortet, weil ich keine Zeit dafür habe. Ich habe seriously keine Zeit dafür. Und deswegen bin ich heute 1,5 Stunden früher aufgestanden und mache das hier für euch vor der Malochne. So schaut das aus. So bin ich zu euch. Ja? Da könnt ihr mal ein Like dalassen und ein Abo. Ich rufe da selten dazu auf, aber dafür könnt ihr mal, oder? Spaß beiseite. Leute, wir haben einen vorletzter Tag, der vorletzte Tag. Es ist wirklich ein Licht am Ende des Tunnels. Gucci. Leute, der wir nicht lange umeinander. Hockt euch her, sind wir mehr. Reißt euch Haube auf. Mir. Ja, einer. In Rainer. Na, No. No, wir haben ein schöneres Bild, ist der Jim Rainer. Das Bild hat gepasst besser zum vorherigen Leak. Es sei denn, er erzählt jetzt nochmal übers Gym. Wenn er jetzt weiter übers Gym erzählt, dann bin ich happy. Da habe ich Bock drauf. Das sind so hanebüchene Stories. wie steht's? Ich bin kaputt. Kaputt? Mhm. Kaputt gefressen. Alles an dir ist kaputt. Ne? Dein Körper ist kaputt. Dein Leben ist kaputt. Deine Reputation ist kaputt. Deine Internetkarriere kaputt. Die Schanze kaputt. Alles kaputt. Und ist hier Megadeth, The Symphony of Destruction. Und der Maestro, der Dirigent der Symphony of Destruction deines Lebens bist du, Renner. Du ganz alleine. Total erledigt. Oh je. Ja, das kann bei 250 Kilo schon mal vorkommen. Wenn man einmal zum Kackduschen geht, dann braucht man danach ein Sauerstoffzelt, Digga. Die hat echt. Oh, da gehen wir nicht lang. Nein, Rainer, da gehen wir nicht lang. Pfui, aus. Hier lang. Alter, der ist nicht deswegen fertig, weil die Alte vom Gym jetzt wieder bei ihm war und die hat ihn komplett kaputt geritten. Oh, nee. Oh, komm. Um 6 in der Früh, Leute. Sie ist ganz schön fordernd. So viel muss man sagen. Rainer hat dein Maul, Rainer wasch dich, Rainer lass mich in Ruhe. Die ist ganz schön fordernd. So, dein Treffen da, ja. Aber sie ist ja jetzt halt Aus. weggegangen schon, ne? Naja, sie kommt nachher wieder. Deswegen habe ich auch nicht so viel Zeit. Die ist nur deswegen gegangen, weil sie vergessen hatte. Das ist ihr vorhin erst eingefallen, als ihr. Oh ja, was hat sie jetzt vergessen? Warte mal. Die ist deswegen gegangen, weil sie vergessen hatte, dass ich weiß es nicht. Vielleicht hat sie kurz vergessen. Kannst du euch nicht sagen, was sie vergessen hat? Ihre Würde? Von ihr geschrieben hatte. Dass sie zu ihrer Siehe. Freundin geladen war. Ah, okay.
Die war quasi bei ihrer Freundin eingeladen, weil die irgendwie mit ihr feiern wollte. Das haben die ausgemacht, bevor es mit uns so weit gekommen ist. Ja, und deswegen, Das ist super nachvollziehbar. Das läuft ja permanent so. Ne? Die vergessen das dann immer, die Leute. Ne? Wenn die so einen Premium-Menschen wie Rainer kennenlernen und endlich die Erfüllung im Bett gefunden haben, dann vergisst man alles um sich herum. Das ist wie mit einem starken Rausch. Ja? Da bist du da so in so einer ganz anderen Welt und dann vergisst du, dass eigentlich Freunde, die du nicht erst seit 2 Tagen kennst aus dem Gym, dass du mit denen schon seit Wochen was ausgemacht hast. Ne? Man kennt. ja, Oh ja, hat sie das halt. Ich bin mega zufrieden. Aber das wird wahrscheinlich jetzt, wenn Reini, du bist mega verlogen. sie heute Abend wiederkommt. Ach, sie kommt heute Abend. Boah, die Lache hat mir gerade einen Schauer über den Rücken geschickt, aber vom anderen Stern. Kommt heute Abend wieder. Das hört sich an, die Lache hat sich so angehört, als würde er sich währenddessen schon überlegen, wo im Wald das ihre Leiche verscharrt. So, ich musste kurz Pause machen, weil, ne? Atemwege freiräumen, damit ihr euch da nicht irgendein Winkler-eskes Geräuschszenario anhören müsst von mir. Nochmal. Hab ich doch gesagt, sie wollte ja übers Wochenende ursprünglich bei mir bleiben. Sie wollte ja übers Wochenende eigentlich bei mir bleiben, weil Dann ist ihr eingefallen, dass sie erfunden ist und dann hat sie gesagt, Rainer, es tut mir leid. Rainer, es tut mir fürchterlich leid, ich bin so imaginär und ich habe noch imaginäre Freunde und ein imaginäres Sozialleben, ne? Weil das deine Räuberpistole um ein Mühe glaubwürdiger macht. Und dementsprechend muss ich jetzt leider gehen, aber ich komme heute Abend wieder, um wieder die Früchte deiner Lenden kosten zu dürfen. Das hat sie gesagt. sie ja morgen auch frei hat. Ja. Weil Feiertag. Und dann hat sie eben. Das hast du gegoogelt, oder? Dass der Feiertag ist. Und jetzt ist die Frage, ist der Feiertag auch in Berlin? Ich traue es ihm zu. Ich traue es ihm zu, dass er googelt wegen Feiertag in hier in Zobis. Ne? Und dass das vielleicht ein Feiertag ist, den es nur für das Bundesland gibt oder so. Ich weiß nicht, hat Sachsen andere Bundesländer, andere Feiertage als Berlin? Ich kenne mich nicht aus. Ich weiß nur, dass wir in Bayern die meisten Feiertage haben. Was so geil ist irgendwie. Das Einzige ist, ich glaube, innerhalb Bayerns gibt es nochmal eine Ausnahme und ich glaube, dass das Augsburg ist. Ich glaube, Augsburg hat nochmal einen extrigen Tag. Das heißt, ich glaube, wenn du in Augsburg direkt wohnst, hast du die meisten Feiertage, die möglich sind in Deutschland. Hey Leute, zieht's nach Augsburg. Ist eine hübsche Stadt, kann man nichts sagen. Ich glaube, da lässt sich gut leben. Die Eishockeymannschaft gewinnt nicht oft, aber die haben Herz und die Fans sind cool drauf. Hm? Traditionsverein, einwandfrei. Zu mir gesagt, oder hat mich eben gefragt, wie es aussieht und so weiter. Und Er merkt, im Gehirn wird langsam wieder gebuffert. Ne? Der Arbeitsspeicher ist schon wieder voll. Nach 1,5 Minuten Lügenfeuerwerk. Und jetzt wird wieder, ne? Und gleich kommt die. Wie viele Sekunden geben wir uns, bis die kommt? Wir sind bei 1 Minute 32. Ich sag, die kommt vor Minute 2. ja, wie gesagt, dann hatten wir das eben ausgemacht, dass sie eigentlich übers Wochenende da ist. Hat aber dann eben von ihrer Freundin vorhin eben den Tipp bekommen oder die Info bekommen, dass sie ja eigentlich. Aber siehe, wir waren knapp dran. Siehe ist knapp dran. 15 Sekunden hast noch. Aber ihr geladen war. Sie hat angeschrieben, wann sie vorbeikommt. Sie war bei ihr geladen. Alter, wer ist denn ihre Freundin? Die Königin von Norwegen oder was? Keine Ahnung. Hat Norwegen, ich glaube, Norwegen hat noch ein Königshaus irgendwo, oder? Niederlande hat auf jeden Fall, das ist die Königin von Niederlanden. Wer ist denn das aktuell?
Wayne. Auf jeden Fall Royalität. Das ist auf jeden Fall Royalität. Ne? Da ist er geladen worden. Kommt so, weil sie ja eigentlich wollten die um 11 essen Hm. und sie war halt um 10:30 noch um 11:30 halt noch bei mir. Hm. Und Ja, ich habe die Wette verloren. Wir sind bei Minute 2, kein Deal. Aber ich habe dazu was zu sagen, Rainer. Dann ist das eine fürchterlich schlechte Freundin. Ne? Wenn ich jemanden über Jahre kenne und die Person wirklich ein guter Freund und eine gute Freundin von mir ist und ich mache mit der aus, ey, was 11 treffen wir uns an dem und dem Tag, ist Feiertag, let's go, was machen Frauen? Brunchen gehen? Oder? 11 am Feiertag brunchen. Ich verrate euch ein Geheimnis. Das ist ein Klischee, dass nur Frauen Brunchen geil finden. Ich finde Brunchen auch geil. Ey, komm, ne? Zwischen Frühstück und Mittagessen nochmal essen und dazu saufen, einwandfrei. Bin ich dabei. Das ist auch die Sache. Wir sind da kulturell in Bayern ein bisschen anders unterwegs. Ne? Wir haben das schon immer gemacht. Bei uns hast du das Frühshoppen. Ne? Ja, also der Anglizismen nicht so. Bei uns hast du das Frühshoppen. Das ist ja Tradition. Ne? Tradition muss man bewahren. Wie jeden Sonntag in der Früh. Jeden Sonntag in der Früh. hat dann halt sie kurzerhand gefragt, Kurzerhand letzten Endes in der Situation, Rainer. was los ist. Und dann hat sie halt gemeint, ja, okay, sie hat es vergessen, aber sie Ich habe gerade auch was vergessen. Bitte. Ah, wunderbar. 1,25 Geschwindigkeit. geht jetzt los und kommt. Und dann um 12 ist dann der Bus gefahren. Genau, und dann hat sie jetzt gemeint, dass sie halt nachher wieder zu mir kommt. Ich finde lustig, dass das zufällig, dass das alles immer so auf die halbe oder auf die ganze Stunde fällt. Damit Rainer nicht so viel, die Lügengeschichte nicht so viel im Kopf durchrennen muss. Nur Zahlen einfach gehalten. Also irgendwann gegen 8, ja, das hat sie gemeint, wird sie wahrscheinlich wieder da sein. Ich wollte halt gerne The Forest noch ein bisschen probieren, weil es hat mir so Spaß gemacht, weil ich es eine ganze Weile schon nicht mehr gespielt habe. Wollen wir es da einfach nochmal probieren? Na gut, dann von mir aus. Das einfach. Oh, du bist ja so ein gnädiger Gott, Rainer. Nun gut. Nun gut, meine Untertanen. Nun soll es so sein. Dann möchte ich mal ein gütiger Herrscher für euch sein. Aber danach dürft ihr wieder die Loblieder singen. Lobpreiset mich, Rainer, euren Gott, der euch die Freude des The Forest Spielens gebracht hat. Halt dein Maul, Rainer. Halt einfach dein Maul. Ja, hör auf mit dieser suffisanten. Ja, dann. Ah ja, gut. Verstehe überhaupt nicht, warum die Leute den für arrogant gehalten haben, ne? Du wolltest das Haus bauen, mir ist es egal, was wir da hinstellen. Okay. Von mir aus können wir da einfach eine viereckige Hütte hinstellen, in der ein paar Regale stehen, ein paar Betten stehen und halt irgendwie Möglichkeiten stehen. Aber ich glaube, Rainer hat in der Situation schon resigniert, was dieses Bärchen angeht, oder? Ich glaube, also der Satz hat sich so angehört, als wäre jetzt vollends im, okay, alles Bärchen. Oder er hat zumindest sie als Bärchen identifiziert. So, warte mal. Kann ich? Nein. Also du kannst einige wenige Dinge, die kannst du extrem gut, aber auf die Frage kann ich, würde ich bei dir grundlegend erstmal mit Nein antworten. Ich glaube, da war ich gut. Nee, ich habe tatsächlich keine Möglichkeit, das nochmal zu ändern. Ach, das ist ja auch Aber ich merke gerade, ich brauche wahrscheinlich bald ein neues Headset, weil irgendwie es knistert in meinem linken Ohr. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. stumpf, ey. Wem tippst du denn da schon wieder? Ja, ich schreibe gerade mit einer Freundin. Alter, was tippst du denn da schon wieder? Habe ich etwa nicht 100% deiner Aufmerksamkeit, so wie du nicht 100% meine hast? Das ist ja unverschämt. Also wenn du das machst. Wenn ich das mache, ist das normal. Ich spiele im Hintergrund Cookie-Clicker und ich spiele mir in der Hose rum. Wegen dem Double-Projekt, was wir noch haben. Da hat jemand nämlich vorgeschlagen, so ein kleines Fanprojekt für König der Löwen zu Online. machen. Ha? Du bist nicht online. Ja, und?
Rude, Rainer? Er fragt sie, ja, mit wem schreibst du? Was schon übergriffig ist wie Fick und da hätte ich eigentlich den hier schon wieder einspielen müssen. Das geht dich ein Scheißdreck an, ein Scheißdreck geht dich das an. Ne? Sie sagt ihm, anstatt ihm das hier zu sagen, was ich gerade eingespielt habe, will sie ihm erklären, mit wem sie gerade schreibt und warum. Und er blökt einfach wieder dazwischen. Ne? Wir hatten dir Manieren beigebracht. Ne? Was und? Ich kann dich nicht einladen, wenn du nicht on bist. Ach so, ich dachte, du meinst was anderes. Hä? Nee, weil ich gerade über was anderes geredet habe, deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt. Ja, ich war auch ein bisschen verwirrt. Ne? Weil ich den Eindruck hatte, Rainer hat ihr eine Frage gestellt und sie war mittendrin dabei, die zu beantworten. Wo es die Höflichkeit gebieten würde, dass er einfach sein dummes Maul hält und zuhört, wenn er sich schon, also wenn er schon den Luxus hat, dass seine übergriffigen Arschlochfragen tatsächlich beantwortet werden. Dieser Thema. Nee, ich starte ja das Spiel gerade, deswegen kann ich nicht einladen, wenn du nicht on bist. So. Ja, ich bin auch ein bisschen angepisst. Man merkt's kaum, Rainer. Rainer, ich verrate ein Geheimnis. Ich auch! Was? Warum? Zoe meldet sich nicht mehr. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Und das nach so vielen Jahren Ehe. Ach so, stimmt, die kennen sie erst seit einer Woche oder 2. Geht mir ziemlich auf die Nerven sowas. Ich mag das nicht, wenn Leute sich nicht melden. Da können. Ja, das mag ich auch nicht, Rainer. Aber im Gegensatz zu dir tue ich nicht alles dafür, dass das passiert. Ne? Rainer, der Zustand, die meldet sich nicht mehr bei mir, nicht schon nach der ersten Konversation auf Discord passiert ist ne, deutliches Zeichen dafür, dass sie ein Bärchen ist. Ein sehr deutliches Zeichen dafür. Nicht kotzen. Vor allem dann, wenn sie einfach Termine absagen und jetzt hat sie nach wie vor nicht reagiert. Kein Plan. Mal schauen, was dabei rauskommt. Weil ich glaube, hier das Wollbani-Bärchen sagt gerade dem anderen Bärchen, es funktioniert. Ghoste den noch ein bisschen. Dem schießt der Dampf schon aus die Ohren. Let's go. Ne? Okay. Vermutlich hat sich das aber auch einfach erledigt mit ihr. Mal gucken. Aber Rainer, du verplapperst dich schon wieder. Du redest so, als wäre sie die Freundin, die du ja angeblich gedatet hast, die Zeit. Was du ja glaubst, dass du getan hast, ne? You're blowing your cover. Du lässt deine eigene Lügen. Hier, das Wollbunny weiß doch gar nicht, dass sie diejenige ist, mit der du dich getroffen hast, mit der du gedatet hast. Ja, wahrscheinlich hat sich das erledigt. Da ist einfach, ne? Das war so ein Slip-Up einfach. Sind wir einfach rausgerutscht. Ah, Dreck. Hab wieder nicht nachgedacht vorm Reden. ich werde jetzt auch den Blog offline nehmen, vermutlich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist auch irgendwas frustriert ihn, dann reißt er sofort alles ein. Ne? Ah, die Alte antwortet nicht mehr, dann können wir gleich den Blog offline nehmen. Haus anzünden. Ne? Den Atomknopf drücken. Scheißegal. Ne? Da hat alles keinen Sinn mehr. Ich warte jetzt noch mal ein paar Tage, aber dann werde ich den wahrscheinlich auch offline nehmen. Ja, ein paar. 2. Streng genommen, ja, ist ein Paar, wie ein Paar Schuhe, aber. Und letzten Endes. Letzten Endes. Ja, einfach mal schauen halt, was dabei rauskommt. Uff, okay. Eigentlich habe ich nicht vor, ihn weiterlaufen zu lassen im Moment. Schade eigentlich. Letzten Endes sowieso meine Entscheidung, von daher spielt es ja ohnehin keine Rolle. Ja, eben. Ach, jetzt ist mein Charakter wieder im Arsch. Ach, Mann. Dürfen wir mal in Ding nicht wieder sagen, dass er irgendwelche Arbeiten machen soll. Vielleicht ist es besser, wenn der mal nichts macht. Vielleicht schmiert dann auch das Spiel nicht ab. Naja, Vielleicht reißt er dann auch nicht einen Zaun ein hier. Wenn sie wieder zu Kelvin oder Kevin oder wie er heißt hingeht und sagt, hier, Kevin, Rüttel am Zaun. kann im Zweifelsfall halt sagen, er soll die Sachen mal in die Kiste räumen, aber er soll auf jeden Fall mal keine Bäume fällen. Weil ich glaube nicht, dass es so prall ist. Nee, also ich denke, ich bin eigentlich schon fast sicher. Also in anderen Blog, ich habe ja gestern schon gesagt, Ja, Randy. Also anscheinend ist es so, ist das eins dieser Online-Spiele, wo du selber irgendwie einen Host machst und die anderen dann auf dich zugreifen? Oder? Oder läuft es auf einem dedizierten
The Forest Server. Weil ansonsten müsstest du dir darüber keine Gedanken machen. Weil, wenn du wirklich, ne, der Host bist, auf den dann die anderen drauf joinen, dann lass halt sie hosten, wenn deine Mühle das nicht packt. Ne? Wenn bei dir wieder, ne, die Hamster im Rädchen im PC nicht schnell genug laufen können, weil du sie wieder nicht richtig gefüttert hast, sondern lass halt sie hosten. Will ich rausnehmen. Hm. Und das habe ich dann letzten Endes auch gemacht gehabt gestern. Also ich habe den dann offline genommen. Und ich denke auch nicht, dass da was passiert mehr. Also ich denke, das lasse ich einfach komplett bleiben. Okay. Ja, das ist eine schlaue Idee, eine gute Erkenntnis, Rainer, aber der Erfahrung nach, die ich mit dir gemacht habe, hält die nicht lang. Ne? Diese Erkenntnis bei dir, das macht eigentlich gar keinen Sinn und eigentlich ist das super dumm, was ich hier mache, das hält bei dir immer nicht lang. Ne? Das kürzeste waren, glaube ich, nicht einmal 24 Stunden. Das war die legendäre Frühjahr 2023 Löschung. Ja. Wo er erst ausgerastet ist wegen dieser komischen Hospizspendennummer, zu der sie ihn zwingen mussten. Und dann die Löschung angekündigt hat, nur um 24 Stunden später wieder da zu sitzen und zu sagen, ja, hallo, herzlich willkommen beim Drachen, bla bla bla. Zumindest, also ich werde ihn nicht komplett löschen, ich werde ihn für mich halt offen lassen, aber und werde auch wahrscheinlich weiterschreiben dran. Achso, das hätte Aber- ich reingucken können, meinst du? Naja, so wie ich es jetzt halt mit dem anderen auch gemacht habe, ne? Alles andere macht in meinen Augen keinen Sinn. Wie er es mit dem anderen auch gemacht hat. Das heißt, gibt's den Kommunen-Blog noch im Internet und man kann ihn nur nicht mehr aufrufen? Ist das ein Ding? Existiert der im Background oder hat der jetzt nach dieser ganzen Nummer, wo dann rausgekommen ist, okay, alles Bärchen, ne? Wirklich auch alles Ratzeputz gelöscht? Ich glaub's fast nicht, weil er hat in diesen Blog wirklich sehr, sehr viel harte Arbeit reingesteckt. Ich weiß gar nicht, was ich da großartig dazu sagen soll. Ja. Du kannst an sich ja nichts dazu sagen. Ich habe ja meine Entscheidung. So, und ich warte jetzt einmal noch ab, was die Tage passiert. Und dann werde ich ihn offline nehmen. Ich habe aber auch keinen Bock. Ich habe auch schon mitgekriegt, dass die Hater wieder irgendeinen Kindergarten abziehen wollen. Ihr typisches, wir sind die Guten, du bist der Böse Spielchen. Weil sie einfach die Fresse aufreißen und meinen, dass sie wirklich was in der Birne haben. Aber dass ich zwei oder eigentlich nur einen, dass ich insgesamt 3 Spione unter ihnen habe, darunter einen direkt in der Admin-Abteilung, der mir alles erzählt. In der Admin-Abteilung, ich glaube, mir fällt ein Ei aus der Hose. Ich habe mir jetzt so zusammenreißen müssen, ein paar Sekunden, um ihn ein bisschen reden zu lassen, aber jetzt bin ich raus. Leute, jetzt bin ich raus. Das kannst du mir doch nicht erzählen, Rainer. Okay, also er ist sich jetzt sicher, dass das hier geleakt wird. Er war jetzt schon angefressen. Man merkt, er kann ja seine Gefühle immer so gut unterdrücken. Okay, also er ist der festen Überzeugung, Wollbunny ist auf jeden Fall ein Bärchen und liegt die Scheiße. Und jetzt versucht er 4D-Schach zu spielen, ne, indem er sagt, ja, die Hater bauen hier wieder irgendwelche Scheiße. Die wollen schon wieder irgendwas leaken, bla bla bla. Die wissen ja gar nicht, wie viele Spione ich in ihrer Organisation in der Admin-Abteilung... Rainer, wir haben keine Admin-Abteilung, wir sind keine Organisation und du hast keine Spione bei uns. Das ist okay, ist unfassbar einfach. Wie er da versucht, jetzt wieder 4D-Schach zu spielen. Also, okay, das wird dann veröffentlicht. Und wenn das veröffentlicht wird, und ich sag das so, dann denken die Edzardler Kackhater, dass ich tatsächlich Spione in ihren Reihen habe und dann trauen die niemanden mehr. Weil es ist eh schon so, dass natürlich auch in Haterkreisen auf Hater-Discords schon Scheiße passiert ist. Und so ein bisschen zum Grundmisstrauen herrscht, zumindest bei den Leuten, die man so nicht persönlich kennt. Aber damit hast du überhaupt nichts zu tun, Rainer. Dann die toxische Güllegrube, die das Drachengame ist, funktioniert nun mal so. Ne? Also wenn sich eine Community drum aufbaut um deine Person, dann ist das inhärent toxisch und dann sind da natürlich solche Leute drin, vor denen man sich in Acht nehmen muss. Aber
damit hast du wirklich aktiv gar nichts zu tun. Ne? Von wegen, du hast Spione bei uns drinne. Ey, unfassbar. Das wissen sie nicht. Das ist schlau. Ah, nein, ist es nicht. Und die Lache ist auch wieder dieselbe Lache. Es ist dieselbe Lache. Ich weiß, dass das im Juni aufgenommen wurde. Aber es passt jetzt genau. Und ich glaube, deswegen hat es Ofi auch jetzt hochgeladen. Es passt so genau jetzt zu dieser Zeit. Weil 2023 war dieses Ich weiß, was im nächsten Jahr auf die Hater zukommt Video. Und da hat er dieselbe Lache. Hört sie euch nochmal an. Direkt in der Admin-Abteilung, der mir alles erzählt. Das wissen sie nicht. Es ist dieselbe Lache. Ich weiß nicht, nächstes Jahr auf die Hater zukommt. Das ist so, wie ein Goofy nach einer Lobotomie. Ja, Rainer, das Problem ist, du schließt immer von dir auf andere. Du glaubst, wir wären genauso hageldumm wie du. Ist leider nicht der Fall, Rainer. Ist leider nicht der Fall. Das ist schlau. Das ist wirklich gut. Ja, das Geile ist, naja, sie bilden sich halt auch immer ein, dass sie alles so überlegen sind. In Wirklichkeit haben sie eigentlich schon seit Jahren nicht wirklich mehr das Obersagen. Und das Das Obersagen. Rainer, ich habe noch nie das Obersagen gehabt. Ich habe aber auch noch nie das Wort Obersagen gehört. Weil manche Oger sagen. Jeder von uns kann so viel Oger sagen, wie lustig ist. Oger. Hey, komm. Auf unbesiegt ewig. Auf unbesiegt ewig. Rainer hat sich im Übrigen aus dem Internet zurückgezogen. So, der provoziert die Hater nicht mehr. Und der spielt dieses ganze Spiel nicht mehr mit. Ne? Ich verstehe nicht, warum man ihn nicht in Ruhe lässt. Nicht mehr ausdenken. Kannst es dir nicht mehr ausdenken. Rainer, du hättest in dem Moment, in dem dir klar geworden ist, dass das ein Bärchen ist, auch einfach stillschweigend den scheiß Discord löschen können. Aber du hast es nicht lassen können. Da hast du gedacht, jetzt fahre ich noch eine letzte Offensive, ne? Die Steine-Offensive, die kommt noch. Und die fahre ich jetzt. Und danach kriege ich einen Endsieg im Drachengame, Rainer. Das hast du dir gerade gedacht. Du kannst es einfach nicht lassen. Ne? Du hast gemerkt, du bist auf 2 Bärchen reingefallen, hast ihnen über Wochen und Monate allen möglichen Scheiß über deine Bücher und deine erlogenen Bumsknödelgeschichten erzählt. Und bist jetzt der Meinung, du musst jetzt noch irgendein Masterpiece aus dem Hintern ziehen, damit du nicht wieder als der Dulli dastehst. Und du kriegst es hin, dich damit noch mehr zum Obst zu machen, als hättest du einfach gesagt, okay, die haben mich schon wieder erwischt. Ich bin offensichtlich hageldumm. Ich lösche jetzt einfach diesen Discord stillschweigend und zieh endlich mal eine Lehre daraus und Bärchen liegt's mir jetzt nicht mehr geben. Au contraire, Monsieur, au contraire. sollten sie eigentlich spätestens ab dem Zeitpunkt gemerkt haben. Achtung, Baumfeld. Ich bin weit weg. Das sollten sie eigentlich ab dem Moment gemerkt haben, ab dem ich eigentlich dann gesagt habe, okay, ich bin jetzt ein für alle Mal raus. Aber weil sie das ja irgendwie immer noch nicht raffen. Ja, Rainer, das raffen wir deswegen nicht, weil Worte sind Schall und Rauch. Du hast das zwar gesagt, du hast das behauptet, so, aber es ist ja offensichtlich nicht so. Ne? Das ist das keine Ahnung, wie ein betrügerischer Partner sagt, nee, hier in Zukunft bin ich treu. Und der fährt halt 2 Wochen später in Puff. So. Und dann schmeißt ihm die Alte, schmeißt ihm das Klump hin und sagt, schleich die, du Grattler. Und dann, warum? Ich hab doch gesagt, ich bin treu. Ja, aber du bist es halt nicht, Digga. Nur weil du in einen anderen Puff gefahren bist, heißt das nicht, dass du treu bist, Rainer. Kein Plan. Irgendwann werden sie schon aufwachen. Ja. Keine Ahnung. Ja, irgendwann wach ich auf, nehme mein Handy in die Hand und dann steht da hier Rainer Winkler an Adipositas bedingten Krankheiten gestorben. Herzkasperl, keine Ahnung, Ödem, Thrombose, was weiß ich.
Ahnung, ich glaube, das kriegst du nicht so schnell aus den Leuten raus, so vor allem, wenn schon so viel Schnell. 15 Jahre. 15 Jahre würde ich nicht schnell nennen. Einer hast aber diese 15 Jahre gebraucht, um den Hass aufzubauen. Und noch dazu waren es keine 15 Jahre, Rainer. Du hast 2012 mit der Nummer angefangen. Bis 2000, sagen wir mal Mitte 2013 hat das nur eine sehr selektive Audience gehabt. Ne? Das hat das nur eine Handvoll Leute überhaupt gejuckt. Dann ist es losgegangen mit der Haterei. In kleinem Maße, dann hast du es immer weiter hoch eskalieren lassen. Und du hast ja diese scheiß Fanbase in Anführungsstrichen, uns alle, die wir uns Hater nennen, hast du ja mühsam über 10 beschissene Jahre hergezüchtet. Das ist nicht von, oh ja, keine Ahnung, ich ziehe mich aus dem Internet zurück und dann 2 Monate lang nichts mehr machen, bis man einen Blog hochlädt, in dem wieder irgendwelche Kinder in einer Sexsekte unterwegs sind. Das halt nicht sich löschen aus dem Internet, Digga. Egal, was du gesagt hast vorher. Andererseits, für ihre Verhältnisse ist es wahrscheinlich schnell. Ach, ist ja auch völlig irrelevant. Ja. Ich habe jetzt auf jeden Fall eine neue, mit der werde ich mich jetzt ein bisschen amüsieren. Darauf freue ich mich schon die nächsten Wochen. Ja, und wir werden das alle glauben, Rainer. Wenn du das jetzt da erzählst, ne? Also hier allerspätestens. Viele haben schon gesagt, im vorherigen League, da war ich mir an manchen Stellen nicht ganz so sicher. Ich glaube, da hat es angefangen. Da hat er, glaube ich, vielleicht noch ein bisschen Hoffnung, aber ich glaube jetzt, auch weil sich die andere gar nicht mehr meldet, hat er damit abgeschlossen und festgestellt, okay, es sind Bärchen. Jedes Wort, das er jetzt hier spricht, ist direkt an uns gerichtet. Das ist alles 4D-Schachting. Er hat schon gemeint, sie will nächstes Wochenende auch wieder zu mir kommen. Da hat sie anscheinend schon ihre Pläne. Hey, herzlichen Glückwunsch. Weiterhin. Dankeschön. Ja, Irgendwie das wird schon. was Gutes so. Weil hörst dich ehrlich gesagt so ein bisschen betroppelt an. Ich bin bloß kaputt wie Sau. Ja, und Hageldom. Hageldom ist er nämlich auch. Ey, die hat mich kaum schlafen lassen. Die war auch richtig scharf. Nee, war ein richtig geiler Tag tatsächlich. Da hat richtig Laune gemacht. Ich habe damit kein Problem, mich juckt das nicht. Die Leute glauben mir halt oft immer nicht, wenn ich über sowas rede. Ja, weil du immer lügst, Rainer. Das ist ganz einfach, warum man dir nicht glaubt, weil du immer lügst. Mir ist es aber auch scheißegal, es kann mir ja am Arsch vorbeigehen. Also bei mir ist es halt so, Das ist auch immer so ein Ding. Ist mir jetzt egal, ob die Leute das glauben, das geht mir am Arsch vorbei, kommt immer nach einer richtig dicken, fetten Lüge. Und vor einer richtig dicken, fetten Lüge. Ich hab dir doch, glaube ich, erzählt gehabt, dass ich ja vorhatte, was zu essen zu machen für uns. Ja, Rainer, du hast schon einen Haufen Scheiße erzählt. Kannst du es nicht erwarten, dass sie sich jedes Detail gemerkt hat? Sie hat mich ja noch angeschrieben und hat mich gefragt, was sie mitbringen soll. So, also habe ich dann, Reis hatte ich noch da, also habe ich dann schon Reis gekocht, nachdem ich offline gegangen bin gestern. Und habe anschließend dann Curryreis gemacht mit Hühnchen. Ja, das hast du gemacht, Rainer. Rainer, du hast Uncle Bens Curryreis mit Hühnchen Fertiggericht in der Mikrowelle warm gemacht und weinend alleine auf deiner Matratze, die im Eck liegt, gefressen, während du dir denselben Anime zum 500. Mal angeschaut hast. Das hast du gemacht. Du hast nicht groß aufgekocht, ne? In deiner Wohnung in Berlin, weil deine Gym-Bums-Bekanntschaft vorbeigekommen ist. Und ein bisschen Gemüse und so. Richtig. Der Mann, ich glaube, der Mann hat seit, ich weiß nicht wie lange, nichts mehr selbstgekochtes gegessen. Man sieht es ihm an. Er hat seit Ewigkeiten nichts mehr selbstgekochtes gegessen. Lecker, eben auch gesund. Ja, und auch gesund natürlich noch. War fast ein bisschen zu scharf, aber sie fand es dann doch ganz geil. Und ich bin jemand, ich esse auch gerne scharf. Nicht so viel schreiben, mehr zocken. Ja, ja, schon da. Naja, du bist immer irgendwie am Schreiben und am Quatschen, aber irgendwie nicht am Zocken. Und ich mache hier immer irgendwie. Auf meine Projekte schreiben, das ist Ja, schön herknechten, das Bärchen. Malochen muss es, buckeln muss es, buckeln. ganz wichtig auch. Es ist Sonntag. Naja, jedenfalls, Ja, Rainer, andere Leute haben vielleicht auch andere soziale Kontakte, außer 2 Bärchen im Internet, die gerade liegen wollen über einen. total der Kindergarten halt. Quatsch, jetzt habe ich wieder den Quatsch mit so im Kopf gehabt. Nee, allgemein war einfach richtig lustig. Wir haben dann einen Film geguckt nach dem Essen. Und was haben wir eigentlich geschaut? Ist das gar nicht mehr. Naja, sie war auch uninteressant eigentlich, weil sie war tatsächlich 5 Minuten nach Filmbeginn auf meinem Schoß gesessen. Was, so schnell schon?
Dann muss der Film richtig langweilig gewesen sein. Ja. Es ist wieder, ne, es ist dieselbe Geschichte. Es ist nur wieder ein anderer Ort, ein anderer Schauplatz. Ne? Und sofort war sie dann super schnell, kurzerhand, eins führt zum anderen auf meinem Schoß gesessen. Dieselbe Geschichte wie in der Scheiß-Sauna, nur diesmal halt hier bei ihm in Berlin in der Bude. Ich glaube, wir haben Avatar geguckt. Glaubst du? Rainer, es ist gestern gewesen. Rainer, du hast die Nacht deines Lebens gehabt und erzählst jetzt den Bärchen davon. Und du weißt nicht einmal mehr, welchen Film ihr geschaut habt. Und natürlich hat er Avatar geguckt. Natürlich hat er Avatar geguckt. Ne? Einer der dümmsten Filme aller Zeiten. Und ey, wie gesagt, ich werde mir auch den dritten Avatar jetzt demnächst im Kino anschauen. Aber nicht wegen der Story. Ey, die Story vom ersten Avatar war behindert, die Story vom zweiten Avatar war genau dasselbe nochmal und das erwarte ich auch vom dritten. Es ist dieselbe scheiß Story nochmal und nochmal und nochmal. Und James Cameron holt sich einfach jedes Mal einen runter. Das erste Mal gesagt, schaut's mal, wie schön, dass ich einen Wald CGI machen kann. Oh, toller Wald, schön. Also ein Baumann mit den Farben und dem Ganzen. Oh, beim zweiten Mal, schaut's mal, ich kann auch ganz toll Wasser machen. Dann sitzt du da drin, ist wirklich schönes Wasser. Es interessiert mich die Story überhaupt nicht. Avatar-Filme, die sind ein sehr schönes Gemälde gemalt auf sehr dünnes Papier. Da ist nichts dahinter. Die Story ist so generisch und so dämlich, wie es nur geht. Die Charaktere sind eindimensional und langweilig, alle miteinander. Aber es sieht halt bombastisch geil aus. Und ich mag Dinge, die bombastisch geil aussehen, so. Aber ich glaube, Rainer ist der Meinung, die Story ist auch richtig gut. Das ist richtig geil. Hier, Schlumpfkatzen im Weltraum. Let's go! Auf jeden Fall der zweite Avatar. Also nicht die Serie, sondern Avatar auch nach Pandora. Genau, aber halt in den zweiten Teil, aber halt. Wo war ich stehen geblieben? Ja, also wir haben den Film geguckt und dann hat sie dann halt, also nach dem Essen, wir haben erst gegessen zusammen. Dabei waren wir schon am PC gesessen und so und haben ein bisschen gequatscht halt. Lief ein bisschen Musik nebenbei, sie hat mir ein bisschen erzählt, was sie so einen Tag über gemacht hat und so, ein bisschen über den Beruf erzählt. Also im Prinzip nichts anderes, was wir halt vorher. Aber was du über den Tag über gemacht hat, ne? 3 Stunden mit der Wurzelbürste in der Dusche gestanden, um sich den Schmutz wieder runter zu bürsten. So, oh nein, ich habe gerade eine Nacht mit Rainer Winkler verbracht. Bis es alles ganz rot wurde. Schon gemacht hatten. Mhm. Und dann gegen Abend haben wir halt gesagt, ja, wir wollen jetzt noch einen Film gucken. Und dann haben wir den Film eigentlich, ja, also ich habe schon halt gemerkt, so, ne, sie Yeah. hat sich dann schon beim Was ist Crazy Frog oder was? wir waren bei mir auf dem Sofa gesessen, ich habe vorhin, glaube ich, PC gesagt, aber wir haben am Sofa gesessen. Mhm. Ja, du hast schon wieder irgendwas falsch zusammengelogen, Rainer. Und, Vorsicht, Baumfeld. Und haben dann, wie wir am Sofa halt gesessen waren, gegessen, ganz normal, während wir die Musik gehört haben und uns unterhalten haben. Und dann haben wir im Prinzip eigentlich ich habe dann nur die Teller weggeräumt. Und dann habe ich schon gemerkt, dass sie mich so nachläuft. Ja, ihr müsst ja wissen, die Frau ist halt ein Pfiffi, ne? Der nimmt die Teller, trägt die irgendwo hin, dann läuft die hinterher. Ja, für den Fall, dass was runterfällt, dass sie noch was zu fressen kriegt. Voll süß. Und habe mir schon die Voll süß. Ihr redet wirklich von der, als wäre sie ein Pfiffi. ganze Zeit so ein bisschen den Hintern gestreichelt und so. Und mit dem Die ist ein Pfiffi, Alter. Die ist ein Pfiffi, verdammte Axt. Der hat keine Frau bei sich zu Hause gehabt, sondern einen Hund. Ja, und dann bin ich aufgestanden, ist die mir hinterher und hat sie permanent am Hintern geschnüffelt. Ich kann das nicht mehr. Und dann haben wir uns Paw Patrol angeschaut. Sorry.
Ah. Oh, frühmorgendliche Zwerchfellgymnastik, let's go. Gegeben und so richtig knuffig halt. Und dann sind wir, Im Übrigen, in diesen Leaks, das letzte, was der als knuffig bezeichnet hat, waren die Engelchen, just saying. Ja? Das nächste, also er bezeichnet die Engelchen als knuffig. Das nächste, was er als knuffig bezeichnet, ist die Alte, die er angeblich jetzt den zweiten Tag in Folge gebimst hat. Ich lasse das jetzt mal so im Raum stehen. Google das nochmal mit den Engelchen, wie die ausgeschaut haben, für den Fall, dass ihr es vergessen habt, ne? als ich den Fernseher, als ich den Film angemacht habe, habe ich eigentlich schon gewusst, eigentlich hätte man den Film auch ganz weglassen können und bloß Musik laufen lassen können. Ja, warum hast du es dann nicht gemacht? Weil spätestens dann, als ich halt auf meinem Schoßstück gesessen war, habe ich dann gewusst, jo, das wird nicht lange dauern. Und tatsächlich haben wir dann etwa 5 Minuten später auch schon angefangen rumzumachen. Wir hatten noch nicht einmal das Intro richtig durch und waren dann schon voll drüber. Und irgendwann mittendrin haben wir dann nochmal weitergemacht, also wieder angefangen, Irgendwann mittendrin haben wir dann nochmal weitergemacht, ja. sollte man sagen. Und bevor der Film zu Ende war, Also, ich übersetze es mal, ne? Wenn es tatsächlich passiert, der Bärchen hat sich bei ihm auf den Schoß gesetzt, er ist instant gekommen, er muss dann 2 Minuten zurückspulen, die er gebraucht hat, um sich eine neue Buchse anzuziehen. waren wir beide schon im Bett, weil wir so kaputt waren dann. Mhm. Der Film geht ja, was geht der, 1,5 Stunden oder so? Also die lange Version. Die lange Version von Avatar 1 geht 1,5 Stunden. Du bist so ein 1,5 Stunden. Die lange Version. Willst du mich verarschen? Der erzählt hier von wegen, er ist so ein Filmexperte etc. Ich schaue schnell nach. Also ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Er sagt die lange Fassung, deswegen habe ich nach der Extended Collectors Edition Fassung gesucht. Und die ist 2 Stunden und 42 Minuten lang. Im Übrigen, die Originalfassung ist nur, ich glaube, 15 oder 20 Minuten kürzer, also auch noch 2,5 Stunden lang. Und ja, waren dann halt direkt im Schlafzimmer und haben uns dann halt einfach aneinander gekuschelt, haben noch ein bisschen geredet, haben noch ein bisschen Musik laufen lassen über mein Ökosystem. Ja, super, super romantisch. Über mein Ökosystem. Rainer, du musst nicht mit einem Echo flexen. Jeder Depp hat so ein Ding. Das kostet nicht so viel. Über mein Ökosystem. Alexa? Wie Twilight. Entschuldigung für alle Leute von euch wieder, die so eine Alexa zu Hause haben, aber konnte man nicht verkneifen, Leute. Und ja, das war eigentlich so größtenteils dann der Abend. Im Laufe der Nacht haben wir dann immer wieder ein bisschen gekuschelt und so weiter. Achtung, du schmeißt unsere Dinger ein. Doch nicht. Nee. Das war knapp. Schmeiß es bitte in den Raum rein, nicht gegen Richtung Zaun. Ja, und dann haben wir halt am Morgen noch ein bisschen. Sie ist dann relativ früh aufgestanden, ich glaube so um 7 oder was. Ich war auch total kaputt. Rainer, 7 ist nicht relativ früh. 7 ist für arbeitendes Volk eine ganz stinknormale Zeit zum Aufstehen. Ich habe dann noch bis 8 geschlafen. Ich schlafe ja eigentlich auch bloß bis 7, 8 normalerweise. Also ich wach nochmal Ja. auch recht früh auf, Mhm. wenn ich total kaputt bin. Aber Der Rainer ist ein richtiger Buckler. Ganz früh steht der immer auf, ne? Bevor der Hahn kräht, alles ist nur dunkel. naja, 4 Mal an dem Abend und davor waren es ja auch schon 5 insgesamt, also am Tag vorher. Plus der Morgen, also das war mir dann doch ein bisschen arg viel. Das gab für mich dann. Ja, arg viel gelogen, Rainer. Okay. Und genau, ich bin dann so gegen 8 aufgestanden, bin dann zum Duschen gegangen und dann kam sie halt schon mit und habe ihr dann schon gesagt, so, na du, das ist voll geil und alles, ne, aber ich brauche jetzt gerade ein bisschen Pause. Hat sie schon gelacht und hat gemeint, alles gut, ne, ist okay. Ich muss jetzt auch nicht unbedingt gleich und so, ne, dann hat sie sich aber so an mich gekuschelt beim Duschen, wobei ihr Frauen einfach unglaublich heiß duscht. Muss ich einfach mal so sagen. Ja, das stimmt. Ich frage mich, wo er das gelesen hat. Gehört. Gelesen. Ich hab's selber gemerkt, Leute. Nicht in die Kommentare schreiben. Ich hab das selber gemerkt.
Ja, aber es stimmt. Ich verstehe auch nicht, warum. Also, Das ist so, au, nein. Ja, Einfach die mag es nein. gar nicht so heiß. So, die mögen das dann eher kalt. Ich mag es schon auch heiß zu duschen, aber das, was ihr macht, das ist nicht heiß. Das ist nicht heiß, ich kam mir vor wie ein Imp oder wie ein Teufelsdämon, der in Lava badet. So kam ich mir vor. Also, nein, Mit einfach. ihren Beachpartys in Lava, so ungefähr. Ja, so ziemlich. Nee, also das ist mir einfach, nein, das ist mir einfach zu heiß. Aber war mir dann eigentlich tatsächlich auch egal. Ich habe das Wasser dann kaum noch wahrgenommen, weil ich habe ich dann einfach vor sich hingekniet, habe sie so ein bisschen festgehalten und habe ihr das dann einfach nochmal mit der Zunge gemacht, weil ich mir dachte, so, die ist gerade so scharf. ja, Rainer, er beweist mal wieder, er hatte noch nie Snooze und noch nie unter der Dusche und schon 5-mal nicht. 5-mal nie nicht hat das irgendeiner Frau mit der Zunge gemacht. Rainer, wenn du unter der laufenden Dusche der Frau, die da steht, das mit der Zunge machst, wirst du ertrinken. Verspreche ich dir. Wirst du ertrinken. Und ich hatte dann halt auch so Lust, es ihr noch irgendwie zu machen. Und ja, wenn ich halt mit dem Schwanz nicht kann, dann mache ich halt mit dem Mund weiter. Also, Ah ja, da hat er auch mal so eine Nummer erzählt in so einem Lustlord-Video, dass sein Ogerkiefer, ne, diese Schublade, die er Unterkiefer schimpft, dass das ja ganz toll ist, weil er damit die Frauen viel besser beglücken kann. Ja. soweit ich das beurteilen konnte, hat sie einen Orgasmus gehabt, weil Ja, Rainer, du kannst das nicht beurteilen. Du hast noch nie den weiblichen Orgasmus live erlebt. sie schon geleckt. Da hat sie mir dann schon schön den Kopf gewaschen. Und ja, Alter, genau. Die hat sich gedacht, Alter, wenn er da schon unten zugange ist, wenn er mir den Gefallen tut, dann kann ich noch ein bisschen groomen. Dann kann ich auch hier das Shampoo nehmen und dann wasche ich ihm schnell die fettigen Dreckszoteln, die da aus seinem Klöterkopf raus wuchern. So ist gelaufen. Also hat mir dabei ein bisschen so die Haare gewaschen, stöhnt aber wie Sau rum. Sie hat ihm dabei die Haare. Und ich bin dann halt hergegangen und habe ihr halt auch dabei noch ein bisschen die Bist du hergegangen? Finger reingeschoben, habe ihr noch ein bisschen den G-Punkt massiert und so. Ja, genau, das hast du gemacht. Aber wo ist er denn, der G-Punkt? Einer, wie schreibt man den G-Punkt? Und dann plötzlich merke ich halt, wie sich der ganze Scheitel halt verkrampft. Also richtig schöner Höhepunkt. merkt, Alter, komm. merkt mir dann, Frauen sind nicht einfach zum Höhepunkt zu bekommen. das kommt ja auch drauf an, ne? Also manche Frauen, also ich hab meine erste, mit der ich damals zusammen war, der hast du bloß ein bisschen auf den Kitzler pusten müssen und die hat geschrien wie am Spieß. Und Ja. Die war erstens erfunden, aber ich glaube sogar seine erfundene Freundin hat ihm das vorgespielt. Alter, das dann, keine Ahnung, ne? Wenn deine echte Freundin dir mal einen Orgasmus vorspielt, schön und gut, aber wenn deine erfundene Freundin dir einen Orgasmus vorspielt, dann weißt du, okay, Rock Bottom ist erreicht. So. Und wenn du da die Finger ein bisschen reingeschoben hast und so und sie ein bisschen am G-Punkt gestreichelt und massiert hast und so weiter und sie verwöhnt hast dabei, die ist gegangen, die ist abgegangen wie ein Zäpfchen. Aber ich habe auch schon andere erlebt. Also, Das hier wie dieses Experiment mit der Colaflasche, die so zu einem Drittel mit Wasser gefüllt ist und man mit der Luftpumpe aufpumpt, dass die nach oben schießt. So in der Richtung. Ne? Reini steckt unten die Finger rein und dann geht der Düsenantrieb los. Fliegt die Frau davon raus, durchs Fenster, rein in den Verkehr. Scheiße, schon wieder passiert. du hast schon recht an und für sich. Ich habe auch schon Frauen erlebt, ne? Meine Partnerin, die ich danach hatte zum Beispiel, die kam tatsächlich weder beim Sex noch beim Fingern noch beim Lecken. Die hat wirklich Toys gebraucht dafür. Also das habe auch ich gemacht und so und auch beim Sex und alles, aber die brauchte wirklich grundsätzlich halt immer ein Toy. Die kam. Ja. Die hat er so das Toy unten rein, so, und dann, wie wenn du so einen Wagenheber das Auto mit dem Wagenheber hochpumpst, da richtig hart arbeiten müssten, damit da überhaupt was passiert. Ach, komm. Die kamen nur mit diesem nur mit diesem Massagestab. Mhm. Auch mit Vibratoren oder so, gar nichts. Haben alles ausprobiert. Nee, das ist bei ihr halt einfach so. Ich vermute, dass es halt einfach Kopfsache ist. Es ist ja bei Frauen spielt das noch viel mehr eine Rolle als bei Männern. Und ich vermute, dass es einfach daran liegt bei ihr. Ja, aber das Problem hat sie jetzt halt zum Beispiel überhaupt nicht. Also auch beim Sex, ja, beim ersten Mal, wir waren ja beim ersten Mal in der Sauna vorgestern. Ja. Auch vorgestern. Kurz überlegen müssen und Kurz überlegen müssen.
wie die tagelange Snoo-Snoo-Bums-Geschichte, ne, Lügengeschichte angefangen hat. Ja, wo wir in der Sauna waren, die hat sich ja dann auf mich draufgesetzt. Die hatten auch keine Gummis. Ne? In der Sauna hatten wir jetzt nichts dabei. Mhm. Und das fand sie aber trotzdem, die fand es halt noch geiler, dass wir halt auch gerade eben nicht verhüten konnten. Hat aber halt auch im Nachhinein versichert, dass sie halt die Pille nimmt. Und Ja, die Pille, die schützt ja dann auch vor so Sachen wie, keine Ahnung, Zipper, Syphilis, HIV etc. Ne? Das ist ja super. Das ist ja eine ganz tolle Erfindung. Moment, das tut die nicht? Du kannst dir sowas trotzdem holen? Verdammte Axt. Diese verdammten Hater. Ja, Rainer ist halt, keine Ahnung, ist halt nicht so schlau, irgendwie eine Frau, die du praktisch nicht kennst, in der Sauna ohne Gummi zu bimsen. Ne? da haben wir halt, und ich war halt kaum in ihr drin, habe ich halt schon gemerkt, dass sie halt richtig abgeht. Und das hat auch nicht lange Entschuldigung, ich habe hier gerade Rainer geholt. Ne? gedauert. Wie lange viel? Also, ich schaue nicht auf die Uhr, ne? Also ein paar Minuten halt, wo ich in ihr war, und dann kam sie halt direkt. Das ging halt schon recht gut ab und war halt auch gestern so, also auf dem Sofa dann schon so, und die hat halt auch schon gemeint, so, ne, sie hat halt, also sie hat nicht gesagt, dass ich der Beste war. Ziemlich sicher nicht, Rainer. Also das hat er sogar gemerkt, dass das eine Lüge ist, die keiner glaubt, ne? Dass irgendjemand sagt, er ist der Beste. Aber sie hat halt auch gemeint, dass sie halt auch lange Zeit in ihrer letzten Beziehung, die hat ja sich mit ihrer letzten Beziehung deswegen auseinandergelebt, weil der ihr ja fremdgegangen ist. Und die hat halt erzählt, dass sie da halt eigentlich schon die meiste Zeit es sich eben selbst gemacht hat und so einen richtigen Mann und Sex und so weiter und Ficken hat sie halt schon lange nicht mehr gehabt. Ach so, ja. Das im Übrigen, wahrscheinlich war die auch noch mit dem Hater zusammen. Vorher. Würde ich ihm auch noch zutrauen. Ich muss kurz Pause nehmen. Ich habe einen Frosch im Hals, ich krieg keine Luft mehr. Ne? So, besser. So. Ne? Wahrscheinlich war die mit dem Hater zusammen. Weil wir bringen es einfach nicht. Wir bringen es einfach nicht. Und dann hat sie endlich mal einen richtigen Mann gehabt, ne? Den Rainer. Ne? Mit dem 2 Finger breit Shrimp. Ne? Im Fettmantel. Und den hat sie gebraucht. Der hat ihr richtig mal gezeigt, wo der Hammer hängt. Genau. Hat er Maul. Also zumindest nicht richtig, dass sie halt auch gekommen ist und so weiter. Und dann hat sie halt gemeint, dass sie halt schon recht, dass wir da jetzt ein bisschen spielen miteinander so. Mhm. Und warum ist Virginia draußen? Na, egal. Frustrierte Hausfrauen in deiner Nähe oder so, ne? Jedenfalls hat sie halt dann, das fand sie ja dann schon ganz gut so. Und wir haben, So weißt du, das sind auch immer so die Frauen, die dann sagen so, ja, multiple Orgasmen, was sagst du dazu? Ja, ne, ist schon okay. Ist schon ganz gut, passt schon. Ich sag gehabt. Alter Maul. dann, Dann, ich habe schon wieder nichts zu essen, ey. ja, du hast auch schon wieder dich im Kopf verändert. So, Baumfeld. Genau, und dann hat sie halt gemeint, die ist eigentlich ganz froh, dass sie mal wieder einen echten Mann hat, ne, und nicht nur ihr Spielzeug. Also sie benutzt auch keine Spielzeuge und so weiter, ist ja auch okay. Ja, aber es ist trotzdem Aber- was anderes, weißt, wenn da Na mal klar. ein liebendes Es Wesen fängt ja- angeht. Es fängt ja schon beim Pulsieren des Höhepunkts an, bis hin zu der Wärme. Also Pulsieren, Alter. Oh, Rainer, bei dir pulsiert überhaupt nichts. Bei dir pulsiert gar nichts. Vielleicht pocht's in den Beinen. Ne? Die Wärme, die du gerade erwähnt hast, auch in den Beinen, aber das ist nicht gesund. Ne? Das, weil da massive Wasseranlagerungen drin sind, die knallerot sind. Ich will's mir nicht vorstellen. eigentlich fängt es schon bei der Körperwärme an, dann geht es über über das Hier. tatsächliche Pulsieren halt. Wenn der Mann sich anspannt, weil er ja selber geil ist, dann geht es ja darum, dass man auch angefasst wird dabei. Und dann geht es da weiter, dass man ja auch einfach den anderen Körper auch berühren kann und so weiter. Also es kommen ja viele Faktoren zusammen bei sowas. Auch das hat er Information aus zweiter Hand, ne? Ob ich es spüren kann, das weiß ich natürlich auch nicht. Ich bin ja keine Frau, aber so hat es mir zum Beispiel meine Ex mal erklärt so. Ach so. Außerdem, wenn ich richtig erregt bin oder so, dann merke ich ja auch, dass mein Schwanz vibriert. Also dass das nicht vibriert.
Oh fuck! Und ist das so ein bisschen der Spider-Man-Sense, oder? Wenn der Wurstfach riecht, dann vibriert er der Shrimp. Oh Gott! Oh, Alter, mir wären fast die Augen aus dem Schädel gefallen gerade. Was ist denn? Oh Mann. Reiner richtig geiles Vibriert sein. Ach komm. Oh fuck. Sondern dass der halt, dass der halt zuckt, dass er sich anspannt und so weiter. Das ist ja völlig normal. Zuckt der. Nee, wir haben uns halt einfach dann zusammen aufs Sofa gesetzt und haben halt dann, Quatsch. Ja, aufs Sofa gesetzt dann beim Film. Nee, Ja, du warst schon weiter. Die Lüge war schon weiter. Ich hab's im Film schon geschaut, warst schon im Bett. wir waren ja schon im Schlafzimmer. Also sie hat Richtig, Rainer. Jetzt hat er selber gemerkt, wie er sich wieder in eine Sackgasse gelogen hat. halt einfach generell gemeint, dass sie generell mehr Spaß hat mittlerweile, so mit mir und so weiter, als mit ihrem Ex, weil halt die Ex einfach, aufgrund dessen, dass halt ständig fremdgegangen ist, halt sie einfach komplett vernachlässigt auch einfach hat. Okay. Und ja, sie war dann einfach froh auch, dass sie mal wieder jemanden hat, mit dem sie auch mal richtig Sex haben kann. Naja, als das Wichsen wahrscheinlich erst einmal auf sich warten lassen wird, hoffe ich. Ja. Rainer. Wichsen. Naja, Wie, fix du nicht? man muss es sich ja ab und zu mal machen, wenn man gesund bleiben will. Ach so. Na, natürlich. Na, wenn man gesund bleiben will, weil Rainer macht das immer nur aus rein medizinischen Gründen. Und dass der Rainer irgendwie 5-mal am Tag 5 gegen Willi spielt, oder es zumindest versucht, das liegt nicht dran, dass der geistig in der Pubertät hängen geblieben ist, in der sehr frühen. Nein, der Rainer ist ein sehr gesundheitsbewusster Mensch. Der weiß ganz genau, ne, dass das gut ist, ne, für die Prostata und so. Ist ja auch gut für die Prostata. Aber Rainer ist nicht der Grund dafür, dass du es machst. Ne? Oh, ach, weil du jetzt sie hast, musst du es jetzt erstmal nicht mehr so machen, meinst du? Also ich glaube nicht, dass ich mir heute oder morgen einen wichsen muss. Und Ja, das ist genau die Nummer. Rainer hat genau dieses Frauen sind für Rainer genau dafür da. Für Rainer sind Frauen einfach dafür da, dass er nicht mehr wichsen muss. So, das ist ihre Hauptaufgabe auf dieser Welt. Punkt. Sympathisch, oder? Naja. Und hier ist es wieder durchgekommen. Hier hat das tatsächlich einfach Vanilla erzählt. Und wenn sie jetzt, wenn sie nächstes Wochenende auch kommt, dann sollte ich vielleicht, aber nur vielleicht, meine Männlichkeit ein bisschen aufsparen fürs Wochenende. Rainer, du bist doch so ein toller Hecht, der mehrfach pro Nacht kann. Auch wenn das Ganze irgendwie super spontan läuft und dich einfach irgendwie im Gym gestalkt hat. Warum musst du dann irgendwas aufsparen? Die hat ganz schön gefordert bis jetzt. Also, was sie gesagt hat, auf jeden Fall, worauf sie steht, ist halt so ein bisschen SM-Spielchen. Das findet sie ziemlich geil. Genau, also, worauf sie steht. Also, sie steht auf jeden Fall auf SM-Spielchen. So, 1, 2 Stück hat sie gemeint. Die findet sie ziemlich geil. Rainer, das war dieselbe Aussage zweimal hintereinander. Überlegt, er hat die Lüge komplett vorher. Und nicht kapitelweise. Davon abgesehen, genau, auf SM steht Davon abgesehen, sie und sie hat auch gemeint, dass du erwähntest das bereits zweimal, Rainer. die Die, generell halt gerne Sex im Stehen hat. Alter, das hat jetzt lange gedauert zum Rendern. Er musste 3-mal sagen, ja, und das SM und so, und die, Sex im Stehen, das war's. Gott sei Dank gerade noch die Kurve gekriegt, ne? Die glauben mir das sicher. Was Genauso wie die da glauben, dass du Spione bei uns in der Administration hast, ja. für den Mann zugegeben sehr anstrengend sein kann. Umstehen, ja. Ja, und Ja, gerade für dich, Reini. Rainer, es ist absolut unmöglich für dich im Stehen zu bimsen. Absolut unmöglich. Da bräuchten sie so ein komisches Geschirr, weißt du, wo du Leute normalerweise, wo du so
extrem übergewichtige Patienten im Krankenhaus irgendwie aus dem Dekubitus-Bett raushebst und diesen speziellen Rollstuhl für Vierteltonner reinsetzt, so ein Ding, bräuchte man, um dich überhaupt zum Stehen, ne, damit du stehen kannst dafür. Und dann hängt ja da noch die ganze Plauze vorne runter. Rainer ist ein logistischer Albtraum, niemand macht das mit. 6 und stehen halt, wie gesagt, mag ich sehr gerne. Das passt aber, weil ich das eigentlich auch gerne mag. Bin sehr groß. Und das Ja, Rainer, aber du kannst nicht länger wie eine halbe Minute am Stück stehen, ohne Schmerzen in den Beinen zu kriegen. Scheiße gelaufen. sie ist, ja, sie ist nicht klein, aber sie ist deutlich zierlicher als ich. Und ja, sie ist also auch nicht besonders schwer. Und wir haben Ja, Rainer, im Vergleich zu dir ist auch eine Kuh nicht besonders schwer und deutlich zierlicher. Das ist keine großartige Aussage. das auch ja in der Dusche hatten wir das ja auch schon gemacht. Also in der Dusche im Gym hatten wir das ja schon hinter uns nach der Sauna. Mhm. Genau, und deswegen ja, kommt es ziemlich gut. Ja, also bei mir ist halt so, Ja. sie ist jetzt halt schon auch recht zierlich, aber für mich stört es halt nicht, weil ich bin ja, mal abgesehen davon, dass ich ja ohnehin gerne ins Gym gehe, ich bin ja grundsätzlich auch ein generell sehr starker Mann. So. Ich halt das nicht mehr aus. Was labert der für eine Scheiße? Ich bin ein richtig starker Mann. Und mich stört das ja nicht, weil ich sie relativ zierlich. Habe ich schon erwähnt, dass sie zierlich ist und dass ich ein richtig starker Mann bin. Nein, Rainer, bitte erzähl es mir nochmal. Und ich kann die halt ohne Probleme hochheben, weil so schwer ist sie nicht. Das Problem ist, wenn du die hochhebst, ist er noch döver. Theoretisch müsstest du die ja runterdrücken. Also die müsste ja praktisch eigentlich. Du verstehst, dein Bauch und so. Wenn du die jetzt hochhebst, dann ist ja der Bauch noch mehr zwischen dir und ihr. Und der eine, so lang ist er nicht. Wie in knapp 60 Kilo oder was er hat. Oder 53 hat sie, glaube ich, sogar, hat sie gesagt. Ist ja auch egal, jedenfalls, ja, die ist echt nicht schwer. Und da ganz ehrlich, sie hochheben ist absolut kein Problem. Und wenn er dann drinnen ist, muss ich ganz ehrlich sagen, da powert sich mein Körper sowieso auf. Ja, da fängt er golden zu leuchten an. Ne? Ja, das stimmt. Und ja, spätestens wenn ich drinnen bin, dann lasse ich sie sowieso nicht, dann gehe ich sowieso nicht mehr so schnell raus und sie lässt mich auch gar nicht raus. Ja. Die Boris Becker, bin ich drin oder was? Aber nicht im Internet, sondern im Knast, ne? Ist auch nicht mehr rausgelassen worden. Und dann, ja, dann habe ich sowieso erstmal Bärenkräfte kurze Zeit und dann, Bärchenkräfte hast du da, Rainer. Bärchenkräfte. dann geht das eigentlich so problemlos. Also bis jetzt habe ich noch keine Probleme damit gehabt, aber auch tatsächlich mit keiner Partnerin, mit der ich im Stehen Sex hatte. Sie ist schon eine verdammt Ja. Mit keiner der 3, 4, 5 erfundenen Partnerinnen. steile Maus. Also, als wir bei mir waren und die dann, also das erste Mal, und ich ihn dann das erste Mal nochmal reingeschoben habe, wo wir dann im Bett lagen abends. Ey, ich habe gemeint, ich werde verrückt. Ich bin fast nur von ihrem Stöhnen gekommen, weil die so geil war. Ich muss dazu aber auch sagen, dass ich sowieso ein großer Fan von Akustik bin. So. Ja, das ist auch wenn man- sehr wichtig, aber das kenne ich auch so gut. Das macht mich auch immer voll an. Ja, ich persönlich für meinen Teil bin sehr leise. Ich habe aber schon festgestellt, dass meine Partnerinnen, also gerade meine erste Partnerin aus Boah, wenn er jetzt die Nummer erzählt, wo angeblich dann irgendwelche Haters da draußen standen und die gefragt haben, hier, er soll den Borneo-Film ausmachen. Das ist kein Borneo-Film, ich habe hier gerade. Dann brech ich ab. Berlin damals und das ist eine andere. Meine erste Partnerin damals aus Berlin und die zweite Partnerin aus Dresden und die dritte Partnerin aus Nürnberg. Beziehungsweise meine Ja, Rainer hat sich hier schon durch ganz Deutschland gebimst. Das hier auch wieder wie in Game of Thrones, Robert Baratheon, making the 8. One girl from one of the 7 kingdoms and the Crownlands. dann, die wollten beide, also die aus meiner Ecke und die aus Berlin, die wollten beide, dass ich lauter bin. So, denen gefiel es, wenn ich stöhne. Bin aber jetzt normalerweise als Mann eigentlich nicht so der groß stöhnt. Also grundsätzlich, das ist nicht das Problem. Das Rauslassen und Entspannter sein ist nicht das Thema. Ich brauche einfach das nicht, dass ich stöhne. So, ich fühle da keine Befreiung, ich fühle da auch keine Erleichterung. Ich fühle aber auch keine Beklemmung, wenn ich es nicht tue. So. Wenn das passiert, passiert es einfach so. Also als sie da angefangen hat, so rumzustöhnen und alles,
und ich dann halt auch kurz davor war und gerade weil es auch so überraschend kam, da habe ich dann schon auch gestöhnt. So ist es nicht. Okay. Ab, Okay, ja. Ah, come on. Ich muss jetzt dann auch bald, schauen wir mal, wenn die Stirngeschichte fertig erzählt hat, müssen wir Pause machen. weil ich bin da auch nicht besonders laut oder so. Das ist dann halt eher so was Leises. Jetzt hätte ich fast vorgemacht. Es ist dann eher was Leiseres und das hängt auch damit halt zusammen, dass ist halt bei mir einfach normal so. Ne? Ich habe auch schon Frauen gehabt, die auch relativ leise waren. Die damals aus Dresden zum Beispiel, die war auch verhältnismäßig leise. Die hat auch kaum einen Pieps von sich gegeben, wenn sie gekommen ist. Bei der hast du es eher gemerkt, weil sich plötzlich ihr Körper angefangen hat anzuspannen. Da hast du aber von der hast du kein Geräusch gehört. Also die hat so ein kleines gemacht, also ein ganz leises Geräusch hat, aber richtig gehört. Also Rainer, die hat sich einfach ein bisschen in ihren eigenen Mund erbrochen. dass man da jetzt richtig irgendwie sagen hätte können, man hätte das richtig gehört, wie sie abspritzt. Oder also abspritzen ist dann eher mein Fall. Wobei es können auch Frauen. Aber letzten Endes halt. Letzten Endes, das gelogen. Leute, ich halte es nicht mehr aus. Ich muss jetzt auch leider, ich muss mich für die Malochne fertig machen. Wir sind bei 25 Minuten, 10 Sekunden. Und dementsprechend geht es hier beim nächsten Mal weiter. Wir haben noch eine knappe Stunde in diesem League. Ich weiß nicht, wann ich es euch machen kann. Ne? Ich weiß nicht, wann das geht. Ich habe jetzt bis inklusive 25. Videos wieder rausgemeldet werden. Und ihr werdet es schon festgestellt haben, dass ich mein Upload-Schedule erhöht habe seit dem 4. Adventswochenende. Kommt jeden Tag ein Video. Einfach nur, damit wir die Scheiße irgendwie in diesem Jahr noch hinter uns bringen. Die Nummer werde ich jetzt dann hochladen. Schauen, wann sie kommt. Ich weiß nicht, wann ich dazu komme, euch die Sache zu reacten. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Und weil ich habe ja gesagt, ja, ich mache dann erstmal eine Woche lang nichts. Pfeifendeckel ist eh wieder alles verplant. Ja? Und ich brauche zwischendurch jetzt echt mal Zeit für mich. Dementsprechend weiß ich nicht, vielleicht machen wir die Sache auch im nächsten Jahr fertig. Ja? Ich kann es euch nicht versprechen, das dieses Jahr noch zu machen. Aber ich versuch's. Ja? In diesem Sinne, Leute. Tut nicht, was Rainer tut. Mellow.